Es ist Sommer 2014, als der damals 20-jährige Iman am Hauptbahnhof in München ankommt. Endlich Deutschland, endlich Freiheit. Ein langer, beschwerlicher Weg liegt hinter ihm. Flucht, Gefängnis, gepaart mit der ständigen Angst zu sterben. Ein Rückblick von Iman. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich war nur glücklich, am Leben zu sein. Aber ich hatte keine Angst mehr. 4 Jahre zuvor. Iman arbeitet bei einem Radiosender in der zentralsomalischen Stadt Galkayo. Weil der Radiosender sich für Frieden und Gleichberechtigung einsetzt, gibt es 2 Jahre später zunehmend Probleme mit der islamischen Terrormiliz Al-Shabaab. Sie setzen die Redakteure unter Druck, indem sie in der Pressefreiheit einschränken und sie bedrohen. Sie werfen sogar Bomben auf das Redaktionsgebäude und schießen auf Mitarbeiter. Da gibt Imans Mutter ihm den Rat, das Land zu verlassen und in die Sicherheit zu fliehen. Imans Reise beginnt am 1. Juli 2012 in Somalia. Von dort reist er mit dem Bus nach Kenia und weiter nach Uganda. Vor der weiteren Einreise in den Sudan dann das erste Hindernis. Iman kommt nicht weiter, weil er seinen Pass vergessen hat. Zurück nach Uganda. Nächster Versuch dann zu Fuß. Diesmal mit Erfolg. Er schafft es bis zur südsudanischen Grenze und nutzt die Menschenmasse, um unbemerkt am Grenzposten vorbeizukommen. Dort nehmen ihn die Leute mit dem LKW mit bis nach Juba. In Juba war es sehr hart für mich. Ich hatte viele Jobs auf Baustellen, im Restaurant oder auf der Straße als Verkäufer. Dann hat er die Idee von einem eigenen Laden. 5 Monate hat er sein eigenes Geschäft. Allerdings wird er immer wieder von Soldaten erpresst und hat kein Geld mehr zum Leben und zieht weiter durch die Sahara nach Libyen. Ich hatte immer Hunger und Durst. Nachts war es kalt und am Tag viel zu heiß. Nach 20 Tagen kommen sie endlich in der libyschen Stadt Seba an. Von dort reist er mit dem Taxi weiter nach Tripolis. Zur Überfahrt von Tripolis nach Sizilien steigt Iman in ein Schlauchboot. Allerdings in ein vollkommen überfülltes, und Iman hat Angst. Er hat vorher schon oft gehört, dass viele die Überfahrt auf dem Meer nicht überleben. Wie befürchtet, versagt der Motor des Bootes schon nach 2 Stunden und sie müssen wieder zurückfahren. Auch hier lässt er sich von den widrigen Umständen und vielen Komplikationen nicht davon abhalten, sein Glück zu Fuß zu versuchen und geht den ganzen Weg bis nach Tunesien am Meer entlang. Nochmal rein in ein Schlauchboot. Ich musste die ganze Zeit stehen und hatte Angst. Von hier aus kommt er über das Meer nach Sizilien. Hier befördern die Italiener ihn mit dem Flugzeug nach Pisa. Jedoch will er in Italien nicht registriert werden und reist mit einem Freund nach Bologna, um dann nach Deutschland zu fahren. Im Mai 2014 kommt Iman nach 2 langen Jahren endlich am Münchner Hauptbahnhof an. Iman geht hier zur Schule und versucht einen normalen Alltag zu leben. Im Moment macht er ein Praktikum beim Radio M94.5. Auch wenn er geflohen ist, seine Leidenschaft für Radio ist geblieben. Ich bin glücklich, hier zu sein und zur Schule gehen zu dürfen. Es ist Sommer.